Lachen macht das Leben schön. Jetzt ist gleich so weit. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur Theaterstadelzeit. Du musst da einmal nachrechnen, das stimmt nicht. Sehen Sie, deswegen wird's ja auch nicht mehr. Okay. Sag mal, wo sind meine Kartenspätzle? Wieso sind die noch nicht da? Ha? Okay, wir haben doch gestern unseren Ruhetag gehabt. Nee, ja. Und da kommen doch die alle aus einem Rhythmus. Ja. Naja, da werden sie schon noch kommen. Ja. Was ist mit unserem Feriengast, mit diesem jungen Amerikaner? Weiß ich nicht. Weißt du auch nicht? Ja. Übrigens, wenn wir gerade von dem reden, gell, mach dem nicht immer so verliebte Augen hin. Sonst laufst du mal in einen Rundschlag hinein, gell, dass du aufstehst, ne? Ne, Papa, der gefällt mir heute. Was? Den kann man richtig gern haben. Am liebsten da ihn sogar nur ein bisschen näher kennenlernen. Du kannst mich auch gern haben, und wenn du heute so ihn anschaust, dann wirst du mich einmal kennenlernen. Merkt er das, gell? Jetzt hörst du aber auf, Was gell? denn? Du, er fährt nach München und verspult die halbe die Wirtschaft. Ich werde sie schon wieder zurückgewinnen, ne? Ja. Also ich kann's halbe noch nicht glauben. Verliert 100.000 Mark beim Pokerspielen. Ja, weil sie mich beschissen haben, diese Bande. Jetzt sind wir durch. Sag mal, spinnst du denn da? Seit einer halben Stunde warte ich auf dich. Ja, ich hab auf den Pfisterer gewartet und der ist nicht gekommen, der Pfisterer. Pfisterer? Ich hab gewartet auf den Pfisterer, aber der ist nicht gekommen. Warum kommt der Pfisterer Er hat nicht? angerufen, der Pfisterer hat bei mir angerufen. Was wollte denn der Der Pfisterer Pfisterer? hat angerufen und hat gesagt, er kann heute nicht kommen, der Warum? Pfisterer, weil er muss lernen, der Pfisterer. Was muss er denn lernen, der Der Pfisterer? Pfisterer hat doch die Jägerprüfung gemacht. Ja und? Da ist er durchgefallen. Warum ist er durchgefallen, der Pfisterer? Ja, weil der Prüfer hat ihn gefragt, wie viel Ferkel wirft ein Wildschwein? Dann hat der Pfisterer gesagt, meinen Sie hoch oder weit? Dann ist er durchgefallen. Das ist wieder echt Pfisterer. Ja, und wer spielt jetzt für Meine Pfisterer? Meine Frau spielt jetzt nicht. Ja, kannst du. Na, das nicht, aber Geld hat's dabei. Was? Ja, ist gut, dann sitzt was Der junge nicht. Amerikaner, wo ist denn Der der? Junge, der... Hi. How are you? Was heißt der Hallo? Da in den Buch rein. Hallo, da sitzt du nicht mehr. Wer Karten spielt und nicht meine Tochter immer angehimmelt, gell? Vorher bleibt da. So. Nicht, dass ich mit der nicht mehr Ich hinsitze. sag dir was, der Apotheker, der neue Apotheker, das ist vielleicht ein Hans Wurst. Warum ist das ein Hans Wurst? Bei dem war ich heute drüben, habe ich ein Ratzengift hab ich gekauft. Ja, Er hat gesagt, möchten Sie das Ratzengift gleich mitnehmen? Dann habe ich gesagt, ja, freilich, haben Sie gemeint, ich schicke nicht die Ratzen vorbei, oder was? Heißt das? Das ist wirklich ein Ja, Deppert. das kannst du doch laut sagen. Da schaut nein Karten. So. Der wird zu meiner Tochter nicht mehr. Jetzt, So, jetzt, wie weit sind wir denn, ha? Well, Was? ich spiele. Was spielst du? Wenn's du. Aha, das ist eine gute Idee. Hab ich schon wieder gewonnen. Was denn? Na, Was na. soll denn Ich das muss die jetzt? Frau kann Karten spielen. Ja, kapierst denn du das Spiel nie? Ja, warum soll ich auch? Ich bin ja nicht so, als wäre ihr, dass ihr nächtelang in der Wirtschaft hockt und Karten spielt. Ich habe heute nur eine Ausnahme gemacht, weil du mich gebeten hast, wegen Pfisterer. Ja. Und? Und da jetzt kapierst du das nie? Ja, sowas. Weißt du, ja, so damisch ansteht, dass damisch schon nicht mehr geht. So ist es. Habe ich dir nicht im Herfahren ausführlich die Spielregeln vom Schafkopf erklärt? Jawohl, das hast du. Also, und warum spielst du Ganz nicht so? klar, in einem Schnellkursus von 3,5 Minuten. Also, und warum stehst du dann so? Jedes Kind kapiert's. Sogar unser amerikanischer Kurgast hat schon begriffen. Das ist kein Kurgast, das ist ein Stiergast. Der macht mich seit 3 Tagen Stier. Mei, furchtbar. Verlier ununterbrochen. 3,50 Mark jetzt wieder, ne? Was? Du hast schon wieder verloren. Also misch dich doch du nicht ein, du kennst dich. Du hast doch hier nichts zu sagen, du bist hier nur die Bedienung. Dann hast du also 100.000 und 3,50 Mark seit gestern verloren. Was? Das ist unser Ende. Was ist? Wenn das so ist, ich selbstverständlich gebe diese 3,50 Mark wieder zurück. War das nur ein großer Spaß? Nein, aber gestern war es kein Spaß.
Da hat er 100.000 Mark verloren. Was? 100.000 Mark? Ja, wieso? Ja, ihr wisst doch, dass gestern unser Ruhetag war, nicht? Ja. Und was tut dieser Trottel von einem Wirt? Ja. Er fährt nach München. Ja, mein Gebiss hat gewackelt, ne? Bei dir, Mann, ich hat schon ganz was anderes gewackelt. Sag mal, was schaust denn du überall hin, ha? Ja. Du warst wirklich nicht auf diese blödsinnige Idee gekommen, dass du mit dem scharfen Schorsch und mit dem Münchner Gauner Poker spielen tust, nicht? Ja. Das ist halt passiert. Die haben wir natürlich aufs Kreuz gelegt und haben ihm alles abgenommen, was er dabei gehabt hat. Nein, wir haben sie nicht alles genommen. Meine 10 haben sie mir lassen, weil es keinen Spaß macht. Du hast das notwendig, dass du nur so blöde Witz machst. Ich glaub, dir ist es überhaupt noch gar nicht klar, was du alles machst. Was? Nein? Nicht nur, dass sie ihm alles abgenommen haben, was er dabei gehabt hat. Nein, mein lieber Herr Vater muss auch noch einen Schuldschein unterschreiben. Ich schreibe halt gern, ne? Alles in allem 100.000 Mark. Ja, sag einmal, Franz, ja, bist denn du nicht noch blöder? Verliert der 100.000 Mark? Ja, dir müsste es doch ins Hirn geregnet haben, ne? Ja, ich verstehe das auch nicht. Was verstehst denn du schon wieder? Ja, nicht? sonst bist du so geizig. Bis du mal einen Runden ausgibst, muss man dir den Witz von der Ewigkeit erzählen. Oh. Wie geht er, dieser Witz von der Ewigkeit? Ja, den kenn ich auch nicht. Kennst du den noch nicht an jetzt? Ja, ja. Also pass auf. Ja. Der Papst ist gestorben. Ich hab gar nicht gewusst, dass der krank war. In dem Witz ist der Ach so. Papst gestorben. Ne? Und dann kommt er in den Himmel und dann Ja. sagt er zum lieben Gott, Chef, hat er gesagt. Nicht? Was? Boss, ja, Boss hat er gesagt. Also Boss hat er, als Chefboss, nicht? Also ich hab alles kapiert, was du mir auf der Erde aufgetragen hast. Ja. Nur das mit der Ewigkeit nicht. Also dann hat der liebe Chef, also der liebe Gott hat dann gesagt, Papst hat er gesagt, du fliegst jetzt runter auf die Erde, gehst zum schwarzen Ochsen. Bis da der Wirt einen ausgibt, das dauert eine Ewigkeit. Da kann ich zum Beispiel nicht lachen über den Witz. Da darf sich der Papst aber schicken, wenn er sich zu uns reinsetzen will. Weil den schwarzen Ochsen, den wird es nicht mehr lang geben. Wieso? Weil diese Münchner Gauner schon lang scharf auf unsere Wirtschaft sind. Ja. Einen Eros-Zentner wollen sie draus machen. Sind sie? Das heißt Aerocenter. Was? Aerocenter. Zentner, das ist das, was du zu viel rumschleppst. Sei du bloß nicht frech, du Würstel, du. Was? Sonst nehme ich dich so auseinander, dass die keiner mehr zusammenflicken kann, gell? Das sage ich dir. Was übrigens sowieso das Gescheitste war für dich. Was möchtest du denn jetzt dann machen, wenn du keine Wirtschaft mehr hast? Da geht's im Stempeln. Ja, freilich. Du hast ja nichts anderes gelernt als wir Wirt. Wer nichts wird, wird. Ja. Wenn nichts ist und nichts kann, geht's ja Post und Eisenbahn. Ja, du, der Franz, der sollst du einmal mit der Politik probieren. Dass er unnötig Geld verpulvern kann, das hat er ja immerhin bewiesen, gell? Ach, ich weiß nicht. Also, meine Wirtschaft kriegt keiner. Höchstens über meine Leiche. Ja. Wenn du so weiter saufst und ragst, dann brauchen die auf der Leiche nicht mehr lang warten. Du musst ja deinen Schlafzen wieder aufmachen. Selbstverständlich. Ausgerechnet du, saufst selber wie indischer Wasserpüffel. Ne? Du meinst, ich hab die Flasche nicht gefunden, die was du in deinem Schlafzimmer hinterm Nachtkastel versteckt hast. Ha? Das ist ein Arzneimittel für meine wehen Füße, die ich mir bei dir da herin kaputt gelaufen hab. Arzneimittel? Arzneimittel. Hast du Enzianflasche? Sehen Sie, du bist ein medizinisches Wunder. Du heilst deine Füße von innen. Sei doch du, Staat. Ja? Du möchtest doch nur deine eigenen Schandtaten vernichten und sonst gar nichts. Also ich verstehe das jetzt auch nicht recht. Wie du die Schnapsflaschen in dem Schlafzimmer von der Zenze finden kannst. Ich meine, ist da vielleicht irgendwas im Busch? So nach dem Motto, wenn ich in meine Kammer gehe, treff ich den Ochs vom Ammersee. Ja, das Sag einmal, seid ihr überhaupt noch bei Trost? Ja. Der Glücksritter und ich, dass ich nicht lach. Da geh ich ja lieber ins Kloster und sterbe als alte Jungfrau. Jetzt muss ich wieder lachen. Ja, warum lachst du so dumm? So große Klosterquanteln gibt's ja gar nicht. Der muss mir ja Campingzeit ummischen, was willst du?
Und du gehörst in der Zwangsjacke rein, dass das weißt. Man möchte es nicht glauben. Seit 200 Jahren ist jetzt der schwarze Ochs im Familienbesitz. Und er ruiniert in einer einzigen Nacht unser aller Existenz. 200 Jahre gibt es hier diese schwarze Ochse schon? Ja, genau. Ja, Herr Armin. 200 Jahre. Long time. Bist du schon so lange Bedienung da herin sind? Das musst doch du wissen, du warst doch mein erster Gast. Na, jetzt bin ich beleidigt. Ja, du hast mich zuerst schon beleidigt. Okay, also wenn du eins beleidigt sein musst, dann bin sie, weil er mich geheiratet hat. Ja. Und sehen Sie, du brauchst dich doch nicht aufregen. Der kann dich doch gar nicht beleidigen. Der hat ja statt einem Hirn ein Luftblasen im Kopf. No. Wer da Luftblasen im Kopf hat, hat sich ja beim Kartenspielen erwiesen. Okay. Oh, sicher war nur eine Witz von Mr. Xaver. Woi. Xaver? Ja, du kannst ja Englisch. Das ist doch Französisch. Was, das kannst du auch? Sprich mehrere Sprachen. Geh doch auf, du Angeber, du. Was denn für Sprachen kannst du noch? Israelisch zum Beispiel. Du und Israelisch. Prüfe mich. Was heißt denn Shalom? Friede. Was heißt denn El Shalom? El Friede. Na. Zetsch, bring eine Runde, komm. Ja, lieber Runde im Lokal, als wir eklige Frau daheim. Was ist? Was sagst du? Eine Runde soll's bringen. Was hast du gesagt? Ja, Herrschaft, hörst denn du eigentlich, du Todesluder? Schrei nicht so, gell? Und übrigens hör ich noch ganz gut. Also dann. Du wirst halt noch nie was davon gehört haben, dass man auch noch bitte sagen kann. Ist das wahr? That's okay. Und diese Runde geht jetzt please auf mich. Aha, siehst du, auf ihm kommt auch eine Runde. Hast du den gehört, dass er bitte gesagt hat? Ha? Aber please hat er gesagt und das heißt bitte. Ist wahr? Ja. Also dann bringen wir so eine Please-Runde. Nein, Freibier ist die beste, was es gibt. So Ne? ist es. Und beim Freibier, da wird uns dann einfallen, wie wir den Münchner Gauner her werden. Da müssen wir eine Lösung finden. So ist es. So ist es. Wir werden denen schon zeigen, Ja. so was wer echter Bayerfähig ist. Hast du recht. Na, lass uns unser Stammlokal nicht denen. Immer. Denen werden wir Das ist der schwarze Schorsche und der. Was werden Sie denen? Wir werden denen ein herzliches Grüß Gott sagen. Mama. Ja. Na, du bist der ganz netter. Was hast denn du da für ein komisches Rasiermesser, ha? Das meine gibst mir lieber. Du hast... Ja, sag ich. Bevor sie noch einen am Finger reinschneidet, ha? Das ist aber mein Messer, ja? Gewesen. Schreib's auf den Wunschzettel, dann bringt das Christkindl ein Eis. Also Schluss jetzt mit diesem Gefasel, ja? Schau mal, mein Dickerchen, was wir dir mitgebracht haben. Ja, kenn ich schon. Komm, Xaver, es eilt. Kühe melken. Wir haben ja gar keine Kühe mehr. Dann melkt man ihm die Hühner. Ich möchte wissen, wie ich den Melkschimmel unter die Hühner reinbringe. Na, mein Dickerchen, Was? hast du dich denn von gestern Abend schon erholt? Ah, Hm? Blödsinn. Willst du nicht deinem Hasilein ihr Pfötchen küssen? Mein Vater wird sich hüten, einer wie Ihnen die Hand zu geben. Da wird sie doch die Finger nicht dreckert machen wollen. Da täuschen Sie sich aber. Ihr Vater war gestern Abend an ganz anderen Dingen interessiert, als wir nur an meinem Pfötchen. Gell, Opi? Sie Bordsteinschwalbe, Sie, ne? Ach, da, schau her. Ja. Sind wir jetzt auf einmal wieder per Sie. Obwohl du gestern Abend drauf bestanden bist, sogar dreimal, dass wir Bruderschaft trinken. Ja, ich hab das schon. 4-mal mit Mehrwertsteuer. Also du bist direkt ein Casanova. Ja. Man muss sich schauen, dass man die überhaupt kennt. Sag mal, ruhig. Reg dich doch nicht auf. Du wirst doch dieser aufgetakelten Person nicht alles glauben, was die erzählt.
Der schaut doch die Falschheit förmlich aus ihren angeklebten Wimpern. Moment, ja, Fräulein. Wären Sie bloß nicht frech. Sonst erleben Sie nämlich was, ja? Und übrigens, da herin, da weht sowieso bald ein anderer Wie was? Sturm. Ob da herinnen Sturm weht oder nicht, ist bestimmt zur Zeit halb noch ich. Hallo. Ja, ich wollte natürlich sagen, der Herr Wirt. So ist es, ja. Herrschaft, jetzt sag doch einmal was. Du bist doch schuld an dem ganzen Ja, Schlamassel. ich hab's ja schon, du brauchst gar nicht. Ich glaube, meinem Dickerchen hat's die Sprache verschlagen. Ach, Blödsinn. Obwohl du gestern Abend ja so schöne Dinge zu mir gesagt hast. Ja, zum Beispiel mein Mäuschen. Ja, Ratz hätte ich sagen sollen. Oder mein Goldfasan. Ja, Geier hätte ich sagen sollen. Oder mein Betthupfer. Jetzt lang. Bitte verlassen Sie jetzt mein Lokal, ja? Ich höre immer mein Lokal. Ja, ich habe auch mein Lokal gesagt, weil es immer noch mir gehört. Aber nicht mehr lange. Oder hast du vielleicht das Geld schon aufgetrieben, das du mir schuldig Das ist kein bist? Problem, das hauen am Tisch hin, da tue ich gar nicht lang rum. Das ist, was haben wir denn umgesetzt? Komm. 200 Mark. Naja, das hauen ein bisschen später am Tisch hin, ne? Dass ich nicht lache, 200 Mark. Ich glaube, du hast vergessen, dass du mir 100.000 Mark schuldest. Und zwar in Bar, Ja, mein Bar, Lieber. ich weiß nicht, der Bar, in diese Bar hätte ich gar nicht reingehen sollen, aber der zweite Frühling, der war halt wieder stärker wie der Wille. Entschuldigen Sie, aber nicht mische. Bitte? Ja, es wird nicht mehr gemischt und nicht mehr Karten gespielt, gell? No, ich meine, wenn ich mich mische ein. Kann ich sehen, diese Paper, was Mr. Hintermoos unterschrieben hat? Also gut, wenn Sie unbedingt wollen, aber es ist alles ganz korrekt, ja? Oh, auf diese Schuldschein stehen, er sei fällig auf die 25. Juli. Und? Heute wir haben aber erst den 15. Juli. Ah, da ist er. Das allerletzte haben. Da bescheißen dann uns die auch noch. Da haben wir ja noch gut 10 Tage Zeit, bis wir das Geld herbringen müssen. Sie haben heute nichts, also werden es ein 10 Tage nichts. Haha, haha, haha. Da wird nicht gelacht, gell? Okay. Also, es ist egal, ob heute oder in 10 Tagen. Auf alle Fälle, in 10 Tagen werden wir hier diese Gaststätte übernehmen. Und dann machen wir das Etablissement Angela daraus. Ganz Bayern wird bei uns zu Besuch sein, gell? Naja, also eine bauliche Veränderung werden wir natürlich vornehmen müssen. Ja. Ach, hier ist alles so furchtbar klein und auch so bieder. Was? Also ich glaube, am vernünftigsten ist, wir reißen diesen ganzen Schuppen hier ab und bauen ihn neu wieder auf. Ja, das ist es. Riechst du das auch? Was? Hier riecht's nach Kuhstall. Also das können unsere Gäste bestimmt nicht vertragen. Was? Nach Kuhstall sollst du riechen? Ja. Aber erst seitdem du da bist. Wir heißen zwar zum schwarzen Ochsen, aber Rümpfiger sind wir deswegen noch lange nicht, gell? So eine Landpomeranze wie Sie sind, kann mich überhaupt nicht beleidigen. Also ist wie's mag, in 10 Tagen werden wir hier alles übernehmen und dann sehen wir weiter. Genau, dann sehen wir weiter. Da müssen Sie nämlich blechen. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Also gut, dann sehen wir uns also in 10 Tagen wieder. Tschüss, ihr Lieben. Komm schon, wir gehen. Auf Wie zweite Türe links, da kennt man wie. Salü. Ja, sehr fein. Na, das haben wir ja gerade noch mal mit der blauen Auge davon gekommen. Ja, gerade noch. Aber für wie lang? Ja, 10 Tage halt noch. 10 Tage ist nicht weit. Ja. Sollen denn wir in 10 Tagen das Haufen Geld herbringen? Oder hast du und dein Vater so viel auf dem Konto? Was am Haufen Schulden haben wir. Wir haben doch letztes Jahr das Haus renoviert, das hat einen Haufen Geld gekostet. Das Haus ist quasi bis unter den Kamin mit Hypotheken belastet. Auch noch drüber, wo der Rauch rauskommt, auch noch. Ja, dann hast du von der Bank auch nichts zum Erwarten, oder? Nächstens von der Anlagbank. So. Apropos Bank, Ja. der Leiter von der Filiale von der Bank, mit dem bin ich ein paar Jahre
Entschuldigung, dieselbe Glas, der neben mir in der Bank sitzt. Geh weiter, der Eberle bin Der Eberle Ja. Bini, der reibt mir doch die 100.000. Ja, der wird da was husten. Was? Und wenn er erfährt, für was du das Geld brauchst, dann wird er da was keich husten. Ja. Vielleicht kaufe ich ihm noch einen Hustensaft. Ich weiß, ja. Habe ich jetzt lustig einmal nie mehr probiert. Sag einmal, hast du nicht eine große Stranizen, eine Titten oder irgend Für sowas? was brauchst du eine große Titten? Damit ich die 100.000 Mark da hineinstopfen kann. Am Gang sind wir draußen. Das wird es schon sein. Haha, der Eberle, da wird Well, für mich ist es auch Zeit. Ich muss gehen in die Stadt noch einiges erledigen. Wir sehen uns bei die Abendessen. So ist Was gibt es heute Abend? Ochsenbrust mit Meerrettichsoße. Ochsenbrust. Hoffentlich nicht die Brust von dem Mr. Franzl. Na, der Ochs war viel zu zäh. Okay, see you later, ladies. Vierte Fredi, bis später. Vierte Fredi, Bye bye. hat der mich gemeint? Das war ein recht netter Kerl, der Fredi, gell? Ja. War das nix für dich? Sind Sie? Also, na, da hab ich jetzt noch gar nicht dran gedacht. Okay, warum wärst du denn auch jetzt so rot, ha? Geh, mir kannst du das doch ruhig sagen. Schau, in mir schlummert ja schließlich die Lebenserfahrung von Jahren. Sind Sie? Brauchst du nicht. Maha, ich weiß doch, wie alt du bist. Aber die brauchen es nicht wissen. Komm, schau, such einmal. Schau mal, vielleicht liegt's da unten. Was wollen denn Sie schon wieder da? Die 10 Tage sind noch nicht rum. Ja, das weiß ich natürlich selber, aber wir haben unseren Schlüssel verloren und als ich den Hund ins Auto brachte, habe ich das bemerkt. Ich habe mir vielleicht gedacht, dass wir ihn hier liegen haben lassen. Haben Sie ihn zufälligerweise gesehen? Ja, und wenn ich ihn gefunden hätte, hätte ich ihn sofort nachgetragen, damit sie ja nicht länger mehr da bleiben in dieser Gegend. Sie, Fräulein, ja, sagen Sie mal, kann man mit Ihnen vielleicht noch mal reden? Mit mir kann man immer reden. Ah, wollen Sie vielleicht bei mir arbeiten, wenn ich mal hier meinen Club eröffnet habe? Naja, warum eigentlich nicht? Ja, also hübsche Mädchen können wir immer gebrauchen. Ja? Du hast schon recht, aber den anderen Drachen, den nehmen wir aber nicht mit. Die wird uns ja die Gäste vertreiben, ja. Hier gib ich gleich einen Drachen. Schluck's runter, sonst beißt er deine Zunge ab. Sind Sie bitte schön. Ich möchte jetzt mit den Leuten in Ruhe und in Frieden reden, ja? Bitte, bitte. Sie, sagen Sie mal, ich könnte Ihnen vielleicht einen Vorschlag machen, dass wir uns irgendwie gütlich einigen. Nehmen wir doch Platz, bitte schön. Hm? Da bin ich aber jetzt immer gespannt. Also? Muss denn das unbedingt unser Lokal, der Schwarze Ochs vom Ammersee sein, wo Sie Ihr sogenanntes Etablissement eröffnen? Schauen Sie, das passt doch nicht in die Gegend. Sie werden Schwierigkeiten über Schwierigkeiten kriegen. Das meinen Sie. Außerdem sind ja Schwierigkeiten dazu da, dass man sie aus der Welt schafft. Und was glauben Sie, was wir in unserer Branche Schwierigkeiten haben? Naja, aber das ist jetzt gar nicht wichtig. Wie sollte denn diese gütige Einigung aussehen, die Sie uns vorschlagen wollen? Naja, ich hab mir gedacht, der Papa kann seine Schulden vielleicht im monatlichen Raten und natürlich mit entsprechenden Zinsen bei Ihnen abstottern. Nix da, ja? Wenn hier jemand stottert, dann bin das ich. Nein, mein Fräulein, so einfach ist es nicht. Außerdem, eine Ratenzahlung will und kann ich selbstverständlich nicht eingehen. Aber ich könnte Ihnen eine andere Chance bieten. Was für eine? Spielen Sie doch mit uns um diese 100.000 Mark. Spielen? Ja? Nein. Ich habe in meiner Lebtag noch nicht gespielt. Hexe es einmal, Mensch, ärgere dich nicht. Oder hasch mich, ich bin der Frühling. Was ist denn das, Zinzi? Mei, wenn du das in deinem Alter noch nicht weißt, dann tust mir leid. Aber wie gesagt, gewonnen habe ich noch nie was. Und darum möchte man meine Finger jetzt auch nicht verbrennen mit so einem Glücksspiel. Tja, dann tut's mir natürlich leid. Ja, entweder Sie spielen jetzt mit uns oder Sie zahlen. Dürfen wir es uns noch mal überlegen? Also gut, überlegen Sie sich's.
Wir sehen uns einstweilen das Grundstück noch etwas näher an. Aber überlegen Sie nicht zu lange. Meine Zeit ist sehr kostbar. Komm, Schorsch. Kossa! Ein unangenehmes Frauenzimmer. Und er meint, der ist der Rambo. Der? Das ist eher der Popeye. Ja. Das ist doch ganz logisch, was die wollen. Die wollen uns doch das letzte Hemd ausziehen. Dabei hänge ich doch so an meine Hemden. Die hat doch meine Großmutter schon angehabt. Zinzi, das ist unsere einzige Chance. Ja. Der Papa wird mit Sicherheit kein Geld mehr auftreiben, weil wir ja gar keine Sicherheit mehr haben. Also verlieren wir den schwarzen Ochsen so oder so. Außerdem steht in meinem Horoskop, dass ich Glück habe. Mei, was glaubst du, wie oft das bei mir schon drin gestanden ist? Zinzi, wir müssen es riskieren. Ach so, gut. Mein Gott, nein. Ob 100.000 Mark mehr oder weniger, das kommt doch bei uns gar nicht drauf an. Wir haben's doch, oder? Also packen wir's. Packen wir's. Also, meine Damen, haben Sie sich's überlegt? Ja. Ja, wir sind einverstanden. Gut. Ja, wie schief die Kunst nicht, So, gell? ja. Was wollen wir spielen? Ja, ich würde vorschlagen, wir spielen 17 und 4. 17 und 4? Ja. Das kenne ich sogar. 17 und 4 ist 21. Na, also dann. Gut. Und ich übernehme die Bank. Zu was möchte denn jetzt unsere Bank? Wo sollen es nach mir hinsetzen? Aber nein, sind Sie. Wenn George sagt, er übernimmt die Bank, dann heißt es, dass er gibt und bei Gleichstand gewinnt, ja? Gut, dann soll er die Bank nehmen. Also, ich würde vorschlagen, zum Kennenlernen spielen wir doch zuerst einen kleinen Einsatz. Ja? Kleiner Einsatz ist immer gut. Dann verliert sie gleich so viel, gell? Also danke, ich passe. Ich bin noch nicht satt. Jetzt bin ich ein Passer. Sehen Sie, das sind Spielkarten und keine Landkarten. Also ich nehme auch noch eine, bitte. Danke. Also, meine Damen, wie sieht's aus mit dem Einsatz? 1000 Mark? Bloß 1000. Was, 1000 Mark? Ich hab gedacht, wir wollten klar anfangen. Ja, das ist doch klein, Fräulein. Also, ich gehe mit 1000. Also gut. Also gut, ich gehe mit. 19. Die 20 zieht. Zinzi, komm, leg deine Karten hin. Ich bin doch nicht blöd, na sengst doch die zwei. Zinzi, das gehört dazu, komm, leg sie. Bitte. Also, ich habe 18, die Bank 19, Gabi ebenfalls. Zenzi hat 20. Zenzi, Sie haben gewonnen. Was, ich hab gewonnen? Ja, das gibt's ja gar nicht. Ja, meine Herrschaften, dann machen wir natürlich weiter, das ist doch ganz klar, gell? So ist es. Die jucken meine Finger schon so komisch. Ja. Jetzt geht's schon dahin. Der schwarze Ochs, der kehrt bald wieder uns, gell? Ja. Also dann, aber jetzt würde ich sagen, erhöhen wir doch unseren Einsatz. Sonst sitzen wir wegen diesen 100.000 Mark nächstes Jahr noch hier, ja? Aber selbstverständlich, so. Gut, also. Ich kriege auch noch eine. Wie sieht's aus? Und? Jetzt brauche ich noch eine. So. Der Einsatz, meine Damen? Ja. Was halten Sie? 20.000? Bloß 20.000, nicht mehr. Bei den Karten. Was, 20.000? Ja. Na, also ich steig aus. Also gut. 21. Die Bank hat gewonnen. André Kost, ich hab gewonnen. Ich hab 22. Sag einmal, bist denn du von allen guten Geistern verlassen? Wie kannst du mit 22 noch mitspielen? Da hört man auf. Mit 22 ist bei mir erst so richtig losgegangen. Aber doch nicht bei 17 und 4, da geht's doch bloß bis 21. Deswegen heißt doch 17 und 4. Reg dich doch nicht auf, ich hab jetzt 17 und 5 gespielt. Also, Zenzi ist, wie's mag, Sie haben verloren. Also, nach Abzug Ihres Gewinnes, unseres ersten Spieles von 2000 DM, erhöht sich nun die Gesamtschuld auf 18.000, das heißt auf 118.000 Mark. Na, was ist? Spielen wir um den Gesamtbetrag? Nein, mit euch Vollspieler spiel ich nimmer. Moment. Ihr habt's uns beschissen. Ich weiß zwar nicht wie, aber dass ihr es gemacht habt, das steht für mich fest. So, wir so jetzt. Jetzt gehen wir jetzt voll raus.
schon wieder da? Ja, die haben ihre Schlüssel verloren, weißt Ach, Schlüssel? Und schmeißt es hier raus? Ja, da hat's auch noch was anderes gegeben. So, was du, wenn ich fragen darf? Ja, weißt Papa, die 10 und ich, wir haben versucht, das Geld, das du denen schuldest, mit 17 und 4 zurückzugewinnen. Was? Ja, ich hör aber nicht richtig. Oh, doch, du hast schon richtig gehört. So? Die haben uns nämlich geschissen. Weil 22 ist alle noch mehr als wie 21. Du meinst, das wollten die glauben, nicht um alles in der Welt. Ja, aber der Riffel, du bläst doch nicht bei 17 und 4. Wie viel habt ihr denn verloren? Ja. Ich empfehle 18.000. Oh, das muss ja untergehen. Ich bring mich um, ich häng mich auf. Ich ersäuf mich in der Odelgrube. Ich stürze mich hinter einem Schnellzug. Versprich doch nichts, was du nicht halten kannst. Halt doch du, der Pappen. Das ist unser Ruin. Jetzt sind wir hier. So hast du auf der Bank beim Eberle bin ich auch kein Glück Da gehabt. hab ich Glück gehabt. Der Eberle hat mir die 100.000 gegeben. Mein Papa, da bin ich aber froh, dass du dir die 100.000 Mark gegeben hast. Wer spricht denn von Mark? 100.000 Lire hat er mir gegeben. Italienische Lire. Ja, freilich, heute ist doch der bewusste Tag. Ja, wo jeden Moment die Münchner Gauner kommen. Ja, und uns den Schuldschein präsentieren. Freilich. Die sollen noch kommen? Fürchten der aber gar niemals. Ja, wirklich nicht. Was, der Franz? Der ist den ganzen Vormittag schon unterwegs und mobilisiert unter unsere Stammgäste so eine Art UNO-Einsatztruppe. Ja, freilich. Das geht? Nein, das haben wir noch nicht beieinander. Ja, nicht einmal ein Bruchteil davon. Freilich kann's kommen, Otto, das ist doch ganz klar. Wenn du uns helfen willst, zu jeder Zeit. Dein Gewehr, das lässt du daheim, das braucht man nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Mistgabe, Dresch, Pflege etc., das klang da. Gut, Otto, ich danke dir schön, dass du angerufen hast. Vierte gut, vierte Otto, servus. Salve Crescentia! Speculatio spirituosus, salve Venus. Amen. Wieso Amen? Was? Ja, warum Amen? Ja, warum nicht Amen? Hast du nicht gerade Bett? Ich habe nicht gebetet, sondern die Zensi begrüßt mit dem römischen Gruß der Gladiolen. Alligatoren heißt es. Gladiatoren heißt es, du Depp. Auf jeden Fall haben die einen Kaiser so begrüßt, wenn sie die Aroma betreten haben. Das heißt Arena betreten haben. Ja, und was heißt das auf Bayerisch? Xaver, wenn du ein bisschen was für deine Bildung dort taterst und des Öfteres an Asterix lesen taterst, dann taterst du wissen, dass es heißt, wir die Todgeweihten grüßen dich. O Crescentia, salve. Salve. So was braucht ihr wer? Saufen? Hat der römische Kaiser auch Crescentia geheißen? Natürlich nicht, du Depp. Vielleicht sein Alte. Ja, aber du hast doch jetzt gerade gesagt, dass... Da hab ich doch die Zensi Aber begrüßt. die sind sie die Alte vom Kaiser. Dann red halt Deutsch, dass man die versteht. So ist es, du musst nicht Ja, vielleicht Chinesisch, halt. Also sagt mal, seid ihr drei die zwei einzigen von der ganzen Armee? Ja. Mager, da die sagen. Ja. Sehr mager. Da können wir uns keinen Blumentopf gewinnen. Wir sind nicht gekommen. Apropos Blumentopf, ich habe ein Stückerer 20 Blumentöpfe draußen bereitgestellt als Wurfgeschoss. Bis oben hin aufgefüllt mit frischen Kohlschei. Darf ich sagen? Freilich. Kohdünger. Find das nicht gut von deinen Stammgästen, dass sie uns so im Stich lassen haben. Recht haben sie, ist doch ein Blödsinn, sowas überhaupt anzufangen. Aber es ist natürlich wieder deine Idee gewesen. Ne? Ja, was nutzt denn das, wenn wir diese 3 oder 4 Manderl, die wo da aus München kommen, wenn wir die zurückschlagen? Dann gehen sie aufs Gericht und klagen die Wirtschaft ein. Ne? Ja, sollen sie es doch machen. Vielleicht ist der Schuldschein gar nicht gültig. Wieso nicht? Ja, weil doch das Glücksspiel bei uns immer noch verboten ist. Meinst du? Ja, warum tät sie dann jeden Tag in der Wirtschaft Karten spielen, ha? Weil Schafkopf kein Glücksspiel ist. So. Ja.
Und warum verlierst du dann fast jeden Tag? Weil er ein Depp ist. Oh. Ja. Ach so, das ist Weil er keine Ahnung hat vom Kartenspielen, so viel wie eine Kuh vom Geigspielen. Ne? Noch eine Beleidigung und ich ziehe meinen Kampfanzug aus und ziehe mich in die Etage zurück. Das heißt Etappe, du Depp. Ah ja. Also weißt du, jetzt hörst du aber auf. Schließlich und endlich geht's da um dein Stammlokal, Ja. in dem du über 20 Jahren immer sehr gut bedient worden bist. Von wem? Von mir? Ah ja. Oder möchtest du vielleicht beschweren? Nein, nein, überhaupt nicht, um Gottes Willen. Na gut, Die Portionen waren zwar nie die größten, aber dafür war das Bier immer sehr angenehm warm. Hör doch auf. Und deshalb werde ich auch bis zu meinem letzten Zahn für euch kämpfen. so ein Angeber. Ja, wenn er noch einen Zahn im Mund hätte. Deine Zähne sind wie Sterne. Nachts kommen sie raus. Die waren ja auch teuer genug. Ja, darum hast du das ja auch auf Raten gekauft. Eben. Nur noch 2 Raten, dann gehören's mir. Aha. Ja. Dann darf kein anderer mehr damit beißen. Apropos beißen, ein bisschen trockene Luft ist da herin. Ich riech nichts. Wenn ich nicht bald was zum Trinken kriege, kann ich nicht kämpfen. Schon wieder so eine Angabe. Als wenn du nach dem Saufen kämpfen könntest. Unser gemeinsames Ehebett könnte Bände sprechen, wie kampflos du drin liegst. Oh. Weil wir gerade vom Kämpfen reden, da weiß ich einen netten Witz. Du weißt einen Witz? Ja. Raus damit. Also pass auf. 2 Jäger treffen sich. Ja, der geht schon mal gut an. Weiter? Was weiter? Ja, wie der Witz weitergeht. Ja, das war's schon. Was? Wieso, was das? Ja, 2 Jäger treffen sich. Ja. Peng, peng! Aha! Gell? Was ist denn? Jetzt kommen wir schon. Was kommen wir denn? Was? Du, die haben sogar einen Backer mitgebracht. Ja. Die werden doch nicht den schwarzen Ochsen abbacken. Den helfen wir schon. Ja, aber was warten wir denn noch? Ja, richtig. Lasset uns streiten. Richtig. So nach dem Motto, wir Bayern kämpfen immer wacker. Die Vieri werden wir auch noch backen. Los, auf jetzt! Lass mir die 2 anfangen. Ja, du hast recht. Nach dem Motto, wir bleiben in der Stube hocken, hier ist es immer warm und trocken. Also ganz können wir es auch nicht den Stich lassen. Auf geht's, auf den Kampf, die Schwiegermutter nach. Guck mal, was ist denn da für ein Wagen? Na, das gibt's ja nicht. Ja, sag einmal, wollen die vielleicht nachträglich nur den 30-jährigen Krieg gewinnen? Oh, Matt, schlimmer. Die marschieren gegen die Münchner Gangster. Papa, sehen Sie, jetzt hört doch auf mit dem Quatsch. Macht euch doch nicht unglücklich. Zu spät, glaube ich. Der Kampf hat schon begonnen. Oh, Friedi, da muss man doch irgendwas unternehmen. Schau mal hin, wie sie die verprügeln. Oh yes, nicht schlecht. Fast wie bei uns in Chicago. Wir sind jetzt aber nicht in Chicago, sondern am Ammersee. Friedi, bitte mach doch was, dass sie die nicht die Köpfe einschlagen. Oh, gibt es hier an die Ammersee Öl? Im Wurstsalat? Na, ich meine die Öl in die Boden. Na, natürlich nicht. Wir Amerikaner mischen nur ein, wenn es gibt Öl in die Boden. Außerdem halten sich schwarze Ochse gar nicht schlecht, auch ohne meine Hilfe. Glaubst du, warum machen die denn das bloß? Die machen mich direkt unglücklich. Oh, Gabi, du musst nicht sein unglücklich. Ich bin doch bei dich. Bei dir. Yes, und du bist bei mich. Bei mir. Wo bin ich denn? Gabi, wie lange habe ich schon darauf gewartet, dir zu sagen, dass ich dich liebe? Von dem ersten Augenblick an, ich dich gesehen habe. Friedi, ich mag dich auch wirklich. Aber das ist nicht richtig. Wir schmusen da herin rum und die kämpfen da draußen. Schmuseln ist auch viel schöner als kämpfen. Hast recht. Aber jetzt muss ich trotzdem mal schauen, wie weit ich schon sind. Yes. Um Gottes Willen, jetzt kommt da noch die Polizei. Mein Schaki, der nimmt's alle fest. Mein, wie wird das bloß noch ausgehen? Oh, vor uns zwar auf die Standesamt, mein Darling. Nicht für uns, für die da draußen, meine ich doch. Was interessiert mich da draußen? Wichtig ist, du bist bei mir. Bei mir.
Aber Freddy, nach Amerika kann ich nicht mitgehen, gell? Why not? Warum nicht? Naja. Und dann muss er den Papa und die Zehnt im Gefängnis besuchen. Wo musst du besuchen? Na, im Gefängnis. Im Knast. Kittchen. Sing, sing. Ah, ich soll singen. Oh my darling, oh my darling. Schauen Sie, dass Sie reinkommen hier. Nein, da kommt überhaupt nicht in Frage. Hopp, 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 hopp. So, hier, Herr Staatsanwalt. Ruhe. Also, da hört sich doch was an. Sie glaubt, wir sind überflüssig. Wir gehen lieber. Nein, Sie bleiben hier. Braucht Sie vielleicht als Zeugen. No, hier wir werden nicht zeugen. Gut, ja, freilich. Außerdem haben wir überhaupt nichts gesehen. Gell, Freddy, du hast auch nichts gesehen. Oh no, ich hatte nur Augen für dich, my darling. Komm, wir gehen. Hallo. Das ist gut. Ich kämpfe hier um Ihr Erbe und Sie fangen mit den amerikanischen Preußen ein Verhältnis an. Ne? Was ist denn? Meine Herren, das wird Ihnen teuer zu stehen kommen. Wir haben kein Geld. Erregung öffentlichen Ärgernisses und so weiter und so weiter. Wo war denn da ein Ärgernis? Wer hat sich denn da geärgert? Im Gegenteil, bravo haben sie geschrien und freut haben sie sich. Und was haben sie noch? Zugabe! Zugabe! Haben sie gerufen, ne? Ja, sogar das RTL hat uns gefilmt. So ist es. Und ausgerechnet heute muss ich das alte Dirndlgewand anhaben. Aber sehen Sie, das passt doch genau zu Ihrem Gesicht. Es hat ebenso viele Falten. Das sind doch Sie, Stadt. So schön wie Sie bin ich schon lange gewesen. Bitte ja, keine neuen Streitigkeiten, sonst verfrachte ich Sie alle ins Untersuchungsgefängnis. Wir sind gesund, uns braucht man nicht untersuchen. Mich möchten Sie einsperren. Mich, eine oberbayerische Kellnerin. Ja. Das kommt überhaupt nicht in Frage. So ehrbar, gell? Ja, von wegen ehrbar. So ehrbar hat es auch nicht ausgeschaut, wie Sie diesen Herrn hier mit Nudelholz bearbeitet hat. Oder braucht Also Sie, jetzt sagen Ihnen gleich was. Wenn Sie zu dem Gauner noch einmal Herr sagen, da vergreifen Sie sich ganz schön am Ton. Das ist ein Gangster, Herr Wachtmeister. Merken Sie nicht das? Einen Moment mal, ja. Was ist denn jetzt schon wieder? Hauptwachtmeister, so viel Zeit muss sein, ja? Polizei, Hauptwachtmeister, Vinzenz, Gänseklein. Da mag ich dann einen Semmelknödel dazu. Und ich bin der Franz Hintermoser und habe einen furchtbaren Durst. Und ich bin der Hubergsafferl und hab auch einen Durst. Ja. Gute Idee kann von mir sein. Also, hat sonst noch jemand einen Wunsch? Sie zum Beispiel, Herr Gänsebrust? Nein, ich bin im Dienst. Und außerdem heiße ich nicht Gänsebrust, sondern Gänseklein. Naja, es kann ja passieren, Hänschen klein. Gänse. Ja, aber wissen Sie was, schön wäre, wenn Sie uns diese Dinge drauf machen täten. Ne? Ich komme direkt vor wie auf einen orientalischen Sklavenmarkt. Ein Sklavenhändler darf aber nicht mehr viel kriegen für die. Aber für die da dann eine viel kriegen. Da muss einer 5 Kamele mitbringen, dass er die überhaupt nimmt. Was möchte Ich hab's ohne 5 Kamele genommen. Aha, ja. Und da hat's das noch einmal. Jetzt darf ich die 5 Kamele nicht mehr. Also bitte, meine Herrschaften, so kommen wir hier nicht weiter. Hast du nicht vorher was von einem Durst? Freilich. Natürlich, er denkt wieder ans Saufen. Ja, weil auch der Durst bzw. das Löschen die schönste Freude ist, die mir nach 20-jähriger Ehe mit dir noch geblieben ist. Ja. Aber es tut mir leid, ich kann Ihnen unmöglich erlauben, während meiner Ermittlung Alkohol zu trinken. Da kannst du so einen ganz kleinen Schnaps, so einen kitzekleinen Schnaps, oder nicht? Jetzt schau's doch, Herr Gänseblümchen. Ja, Herr Das Klein. Klein. Ja, Herr kleines Gänseblümchen. Nein. Gänse, Klein. Ja, naja, Sie werden ja wissen, wie Sie heißen. Ja. Schauen Sie, Schnaps und ein Bier ist ja in Bayern kein Alkohol, sondern ein Lebensmittel. So ist es. Und Sie sind ja auch ein Bayer, Herr Polizeipräsident. Hauptwachtmeister genügt völlig. Ja,
Nein, ich möchte mich nicht mit Titeln schmücken, die mir nicht zustehen. Ja, aber wir werden uns gern mit stillen, mit Schnäpschen schmücken, mit so kleinen Schnapseln würden wir gern trinken, wenn Sie uns diese Dinger da abnehmen würden. Ne? Ja, aber nur, wenn Sie mir versprechen, dass Sie nicht abhauen. Ja, wo soll ich denn hinhauen, Herr? Ja. Schauen Sie, ich wohne hier im Haus. Ja. Und die sind Sie auch. Und mein Nachbar, der Xaver, und sein Drachen. Du, dir gebe ich gleich einen Drachen, gell? Ich meine, Franz, seine Frau, und die wohnen ja auch ums Haus rum, beziehungsweise ums Eck rum. Ne? Die sind ja Stammgäste bei uns im Lokal, die laufen natürlich auch nicht davon. Aber Sie, das sag ich Ihnen, die zwei da drüben, denen können Sie die Handschellen ruhig dran lassen. Denen steht sowas Besseres wie uns, ne? Ja, so ist es nämlich. Also jetzt reicht's, ja? Was denn? Also Sie können ruhig bei uns die Handschellen auch abnehmen. Denn gerade uns ist ja daran gelegen, dass keine falschen Aussagen in diese Ermittlungen geraten. Also wir bleiben bestimmt hier. Aber zum Trinken kriegt's ja nichts, nicht einmal ja Wasser. Geh, steckst du doch an deinen Huhu. Können wir nicht erschrecken, ja? Sauf selber. Ja. Also bitte, was ist, kann ich jetzt mit meinen Ermittlungen beginnen? Einen kleinen Moment. Herr Gänse, Ragout? Nein! Klein! Ja, nein, wir müssen erst noch ein kleines... Für mich bitte nicht, ich bin im Dienst. Nein, ja. Also da, so. Also dann, danke. nach dem alten Stammtischbrauch auf zum Gebet. In der Nähe von Boden-Mais fuhr ein Zug übers Gleis. Meine Schwiegermutter ging vorüber, doch der Zug, der war schon drüber. Prost! Ja, Meister. Bitte für mich nichts mehr, ich bin im Dienst. Ja. Also, dann werde ich mit meinen Ermittlungen beginnen. Personalien habe ich ja schon draußen aufgenommen. Werde sie sicherheitshalber überprüfen. Diejenige Person, die ich aufrufe, möge sich erheben und deutlich mit Ja zu antworten. Name. Ja. Sie werden doch nicht Ja heißen, oder? Nein. Aber Sie haben ja selber gesagt, Sie sind mit Ja antworten. Setzen. Ja, versuche ich es eben anders. Veronika Maria Huber? Das bin ich. Aber Sie können ruhig Froni zu mir sagen. Das machen die anderen auch alle. Sie sollten doch nur mit Ja antworten. Ja. 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 Geboren? Ja. Sagen Sie mal, wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Ja. Ich meine, nein. Aber ich muss ja, weil Sie haben ja extra gesagt, ich soll... Ja, ist schon gut. Versuchen wir es mal andersrum. Ja, wenn hier einer andersrum ist, dann ist es der Papagei da drüben. Dem traue ich das am allerersten zu. Moment, ja. Du kriegst gleich eins auf die Na, wohin denn, ha? Auf die Nuss, meine, ja. Und übrigens bin ich nicht schwerhörig. Ja, keine neuen Streit, sonst nehme ich Sie alle mit auf die Wache. Nein, es wird nicht gewacht, es wird gesoffen. Ja, bitte für mich nicht, ich bin im Dienst. Ja. Nach dem alten Stammtischbrauch auf zum Gebet. Ja, danke. 2 Knaben tranken an der Mutterbrust und sogen dort mit voller Lust. Auf einmal sagt der Max zum Franze, jetzt ist die Mille schon wieder Ranze. Also, Herr Wachtmeister, bitte, ja? Was heißt der Wachtmeister? Hauptwachtmeister, so viel Zeit muss sein, meine Dame, ja? Dame, sagt er zu dieser Dame. Ist der Dame? Ja.
Ja. Und jetzt lassen Sie sich auch noch beleidigen. Wieso bitte? Wer hat mich beleidigt? Herr Fieder! Sie da? Habe ich nicht gehört. Ja. Sagen wir so was. Nach dem alten Stammesbrauch auf zum Gebet. Ein Totengräber brach sich das Genick. 4 Männer legten ihn ins Grab hinein. Der Pfarrer sprach mit trübem Blick, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Das glaube ich schon, dass Sie das nicht hören. Weil Sie doch schon wieder einen leichten Beschwerden in der Krone haben. Also Sie, das will ich mir verbeten haben, ja? Ich habe keine Krone, Ja? ich habe eine Mütze. Bin ja im Dienst. Ja. Dankeschön. Wenn der noch ein paar Schnapsel trinkt, dann macht er heute Nacht nicht nüchtern ins Bett. Also, Herr Wachtmeister. Hauptwachtmeister. bitte. Oh, dann bitte Hauptwachtmeister. Wenn Sie jetzt nicht endlich ordentlich die Ermittlungen fortführen, dann werden mein Begleiter und ich hier dieses Lokal verlassen. Jawohl. Und werden uns noch bei Ihrem Vorgesetzten beschweren. Machen Sie das ruhig. Ja, mach ich. Der trinkt selber gern mal 2 oder 3. Wie geht's weiter? 4 oder 5 oder 6. 5. Ja. Dankeschön, Herr Moser hinten. Ich heiße Hintermoser, nicht Moser hinten. Weiß ich schon. Ja. Habe ich ja bloß gesagt, weil Sie auch immer meinen Namen verwechseln. Ich? Ja. Aber fällt mir da gar nicht ein, Herr Ganzkragen. Sie sind ein Schelm. Gell, ja. Aber ich falle Ihnen nicht mehr drauf rein. Nein, ich... Was ist jetzt? Sie müssen mich mal entschuldigen. Ja, Muss mal. ja, müssen Sie nicht. Muss mal, müssen. Ja. Ja, damit sich's rentiert. Da sind wir auch so weit, gell? Jawohl. Nach altem Stammesbrauch auf zum Gebet. 2 Knaben tranken Most in einem Keller. Einer musste raus, doch der Most war schneller. Prost. Weißt du, gell? Vertragen tut der gar nichts. Nein, nicht viel. Ein paar Schnapsel und schon ist er besoffen. So ist Ja? es. Da vertrage ja ich mehr. Und ich erst. Die paar Schnapsal brauche ich schon zum Zähneputzen in der Früh. Ja. Ja, wenn's das drin hast, deine Zähne. Also hoffentlich kommt dieser Polizist jetzt bald wieder. Ich will nach Hause, mir reicht's hier. Es ist eine Schweinerei. Man weiß ja gar nicht, was der vorher schon alles getrunken hat. Nicht? Eben, ja, ja. Herrschaftszeiten musst du jetzt allein nein, Schengen, ha? Natürlich. Kriegst denn du den Hals nie voll? Den Hals schon, aber den Bauch nicht. Der wird auch immer dicker, der Ja, Bauch. so ist halt einmal bei den jungen Burschen, die wachsen in die Höhe, bei den älteren Herren wächst der Bauch ein bisschen vorne und bei den Damen wächst er überall rundherum. Schaut die Zense an, gell? Also das gibt's doch gar nicht. So lange kann man doch nicht müssen. Ja. Manchmal, Das ist ja das. Ah ja. Endlich. Wo sind wir stehen geblieben? Also, können wir jetzt endlich fortfahren? Ja. Wo wollen wir denn hinfahren?
Nicht wir wollen fortfahren, sondern Sie sollen endlich mit den Ermittlungen fortfahren. Das heißt, wenn Sie überhaupt noch können. Hey, Moment mal, ja? Ein Hauptwachtmeister kann immer. Fragen Sie mal meine Frau, ja? Fragen Sie lieber nicht. Jetzt reicht's mir aber Ende gut, alles gut. Wenn hier bloß noch gesoffen wird, dann können wir einfahren. Wer sind denn Sie? Habe ich Sie auch auf meiner Liste? Ja, das haben Sie. Mein Name ist Georg Sonnenschirm. Nein, Sonnenschein. Sonnenschein. Bei dem Sauwetter. Herr Wachtmeister, Hauptwachtmeister, ich kann mich ja nicht bei jeder Witterungsänderung einen anderen Namen umtaufen lassen. Haben Sie einen Sprachfehler? Nein. Also ich habe auch Bekannte, die haben immer alles auf Raten gekauft. Ja? Auch den Kinderwagen. Ja, und? Jetzt stottert das Kind auch. Geht's jetzt weiter oder nicht? Ja. Setzen. Ja. Sie sind also Georg Mondenschein. Ja, nein, Sonnenschein. Ja, tagsüber, ja. Beruf? Gastronom. Jetzt reizt mir noch. Ihr Gastronom, der braucht eine ganz andere Berufsbezeichnung. Was denn? Imker. Ja? Wieso? Na, schau mal die Bienen an, die dir rumzählen. Herr Wachtmeister! Hauptwachtmeister, so viel Zeit muss sein. Da hat gerade jemand Ihr Polizeiauto gestohlen. Macht doch nichts. Ich kann heute sowieso nicht mehr fahren. So, das war's jetzt. Der schwarze Ochs ist verloren und der arme Gänseleber. Gänseklein heißt der Hirsch. Nein. Der war vielleicht betrunken. Also Papa, dass du dem so viel Schnaps gegeben hast, das war wirklich nicht die feine bayerische Art. Soll mir einer nachsagen, dass ich jemals in meinem Leben fein war? Der kann was erleben, das sag ich dir. Da hätte ich mich auch totgelacht. Warum? Du kannst ja heute noch nicht einmal mit Messer und Gabel essen. Was kann ich nicht? Du hast der letzte Woche das ganze Gesicht erschnitten. Aber doch nicht vom Essen, sondern vom Rasieren, oder? So. Und das macht gar nichts, wenn die Polizei immer ein bisschen dran ist. Die gehen auf mich auch immer los. 3-mal wollten sie mir schon meinen Führerschein nehmen. Und jedes Mal haben sie schon gehabt. Da lach ich auch. Die haben doch von deinen Blutproben einen Kameradschaftsabend, einen Betriebsausflug und Weihnachtsfeier machen können. Auf jeden Fall kommt der schwarze Ochs jetzt unter den Hammer und wer den Zuschlag kriegt, das darf dir wohl klar sein. Und das alles nur, weil mein lieber Herr Vater mit diesen Gaunern Karten spielen muss. Sag mal, du freche Wanzen, du freche. Habt ihr zwar nicht mit denen Gauner auch Karten gespielt, ha? Ja, mal pass auf, da kann ich mir jetzt den Hintern beißen dafür. Ja, wenn's den Hinter kommst schon, ja. Papa, bitte, ich hab keine Lust auf deine Späße. Ja, ist auch nicht so Spaß. Ja, das kann ich verstehen. Weil ihr amerikanischer Freund, der hat sich so plötzlich in Luft aufgelöst. Ja, war das ein Wunder bei so einem Schwiegervater.
Er sein Hab und Gut verspielt, seine Schulden nicht zahlen kann und seine Familie zum Fall fürs Sozialamt werden lässt. Dann seid ihr beide doch froh, dass es mich gibt. Wo darf's nie euer Wut auslassen, wenn ich nicht da war? Ha? Das hast du schon verdient. Was? Du bringst dir deine eigene Tochter nicht bloß um ihr Erbe, sondern du vertreibst auch noch den Mann, den sie gern hat. Vertreiben ich Ja. den Mann? Aha. Der hat sich selber vertrieben, weil er gemerkt hat, dass hier nichts zu holen ist. Der wollte sich doch nur ins warme Nest setzen, der amerikanische Preuße, dieser Erbschleicher, ne? Also Papa, jetzt regt's aber wirklich an Schmarrn. Was? Der Fredi ist kein Erbschleicher. Wir haben uns unsere Liebe erst dann gestanden, wie es sowieso schon spät war. Aha, so. Aber dann verstehe ich überhaupt nicht, warum er so sang- und klanglos davon ist. Ja. Nicht einmal seine offenen Rechnungen hat er gezahlt. Ja, kunstig, dass wir pleite gehen bei solchen Gästen, ne? Sag doch lieber bei einem solchen Wirt. Was? Da kommst du der Wahrheit näher. Und übrigens, von dem Geld, das der Friede nicht gezahlt hat, war uns auch nicht mehr zum Helfen gewesen. Kommt daher, weil du nie das Datum mit draufgeschrieben hast auf die Rechnung. Rettung nicht, das habe ich sowieso einmal gemacht. Ja? Aber das hätte auch nichts mehr genützt, auch wenn er gezahlt hätte. Ja. Siehst du das? Ein Mann, der seine Rechnungen nicht bezahlen kann, den weint man keine Tränen nach. Hast du mich verstanden? Gell? Der hätte aber ganz gut reingepasst in deine Familie. Wieso? Du wandelnder Pleitegeier. Ja, doch auch. Ich hab den Fredi immer noch so gern. Ja. Mei, Madel, jetzt komm, das ist halt einmal so, schau. Du schau, mich hat der Mann auch einmal sehr, sehr schwer enttäuscht. Ja, das kann ich aber nicht gewesen sein. Weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit dir jemals ein Gespusel gehabt habe. Ich mit dir Gespuse? Ja. Mir hat doch nicht der Zeppelin gestreift. Ja, sehen Sie, ich war auch einmal jung und schön, gell? Heute bist du nur noch und. Und schön blöd. Und übrigens warst ja du damals mit deiner Fahne verheiratet, wie ich da herin als Kellnerin angefangen hab, gell? Wäre doch kein Hinderungsgrund gewesen, oder? Jetzt hörst du aber auf. Was? Ich hab noch nie mit einem verheirateten Mann was angefangen, gell? Ja, besser ein Verheirateter als gar keiner. Du weißt ja gar nicht, was dir alles entgangen ist. Ah, mir ist schon gleich gar nichts entgangen. Mei. Mein Karl und ich, da war was los. Ja, freilich. Da haben die Lampen gewackelt und die Fensterscheiben haben geklirrt. Vielleicht war ein Erdbeben in der Nähe. Hm? Nein. Von unserem feurigen Temperament war sogar bald einmal der Heistadel abbrennt, in dem wir uns ja betroffen haben. Wir hatten der geheißen, der Liebhaber. Brandstätter. Na gut, kunstig, dann muss er ja brennen, der Heistadel. Wie hat der geheißen? Brandstätter? Ja. Moment einmal, ich hab doch mal einen Brandstätter gekannt. Der hat am Tegernsee hat der eine Wirtschaft gehabt zum Goldenen Hirschen. Ja. War das der? Ja, genau so ist es. Der am Tegernsee? So ist es. Und der ist auch von einem Tag auf den anderen verschwunden. Der Tegernsee? Ach, der Karl. Naja, vielleicht hat er dein feuriges Temperament nicht mehr ertragen, ne? Mit Sicherheit nicht. Ne? Was war's dann, Zinzi? Das weiß ich bis heute noch nicht. Denkst du noch oft an ihn? Ja, leider. Besonders bei Vollmond. Ja. Warum hat der so ein Vollmondgesicht gehabt? Mein Karl war ein Bild von einem Mann. Ja. Und kein so Abziegbeutel wie du. Ja, mein Obacht, geh heute noch drehen die Frauen ihren Kopf nach mir, wenn ich an ihnen vorbeigehe, gell? Merkt ihr das? Du meinst die von der Geisterbahn? Schön, gell? Jetzt langsam. Zinzi, mir wird's genauso gehen wie dir. Ich werde den Fredi nie vergessen. Das ist halt einmal so bei uns Frauen. Die erste Liebe, die vergisst man halt nicht. Was hast denn da bei euch Frauen? Ja, meinst du, dass es bei uns Männern anders ist? Ich zum Beispiel, ich werde meine erste Liebe nie im Leben vergessen. Wer war denn das? Das war einmal die Reisberger Rosi, die Müllerzinse, die an mir. Komm, hör doch auf. Was denn? Okay, das ist wieder so typisch Mann. Da, wo wir Frauen einen einzigen treu bleiben, da braucht ihr Mannsbrüder gleich einen ganzen Harem. Mein Vater hat immer gesagt, solange du jung und ledig bist, tob dich aus. Wenn du mal verheiratet bist, gibt es nur noch Erbsen zum Bergen. Ein Teller Erbsensuppen, das wäre jetzt auch was Feines. Ja? Also sag einmal, du Vielfraß. Du tust ja gerade, als wir jetzt nichts zum Essen kriegen. Ja, irgendwas Italienisches.
weil sie wieder ein neues Rezept ausprobieren hat müssen. Ja, nach was hat's denn geschmeckt? Nach eingeschlafene Füße. Ich wieg meine Füße wie auf, wenn ich zum Essen gehe. Furchtbar. Also ich muss sagen, mich freut's, dass ihr am letzten Tag noch kommt. Ja, natürlich. Ihr sitzt euch doch nieder. Dankeschön. Ja, die Stammgäste müssen doch bis zum letzten Tag kommen. Und Ja, sag einmal, spinnst denn du? So? Magst nicht schauen, dass du runterkommst? Ja, freilich, dass ich so runterkomme, ausschaue als wie ihr. Außerdem hat die Zenzi gesagt, ich soll mich hinsitzen und das habe ich gemacht. Aber doch nicht da drum. Unten stehen ja keine Stühle mehr. Dann stehen wir halt nur ein paar Stühle runter. Ja, freilich, mal runterstehen und wieder raufstehen und na, lassen wir, wie es ist, das geht schon. Also glaubst du das? was denn? Wohnerkante, warum? wenn man bedenkt, dass man der schwarze Ochs nicht mehr ist. Ich bin auch schon ganz traurig, weil ich nicht weiß, wo ich dann zum Saufen hingehen soll. Gell? Ja, natürlich. Du denkst natürlich wieder ans Saufen. Wir machen einen Getränkemarkt auf, wir zwei. Gabi, sag einmal, was möchtest denn du machen? Heiraten möchtest, das wisst doch. Ja. Aber ihr Freund, der hat die Flatter gemacht. Was hat der gemacht? Die Flatter hat er gemacht. Er ist entfleucht. Ja, das ist mir auch schon mal passiert. Voll. Ach, wer weiß für was gut ist, dass du noch mal um eine Ehe drumherum gekommen bist. Da schaut das an, die zwei Bazien. Was denn? So schauen's aus, wenn sie alt werden. Also mir tut die Gabi ja auch leid, dass der Arme die Flatter gemacht hat. Ich meine, wenn er vor der Zenze davor war, das hätte ich ja verstanden. Okay, jetzt kommt's mir aber. Hast du für nicht alles so dahergekriegt? Denk einmal zurück an unsere Tanzstunden. Da bist du hinter mir hergewesen wie der Teufel hinter einer armen Seele. Ja, was hör ich denn da? Du hörst gar nichts, du hast immer schon schlecht gehört. Außerdem bin nicht ich dir nach, sondern du mir. Ich hab gar nicht so schnell laufen können, dass du nicht hinterher gewesen wärst. So schaut's aus. Hätte der Zenzi nicht der Vorlaufer brauchen, wenn sie nachher, wenn sie nimmst. Na eben, von der Zenze bin ich da davor und sie ist noch so hergekommen und Total schade. so ist es. Ja. Aber wisst ihr was, wir reden da, ich gebe jetzt noch eine Abschiedsrunde aus. Dürfen auch 2 Abschiedsrunden sein. Na, du schon wieder. Gut, in Ordnung. Ja, mir bringst den herben Wein. Ja, Wein? Der passt zu deinem Gesicht. Also wenn's nach deinem Gesicht ging, müsstest du einen gröber Nacktarsch drehen. Grüß Gott. Grüß Gott daher. Sie wünschen bitte? Ja, ich wollte trinken eine Bier, aber wie ich sehe, Sie haben geschlossen. Da ist schon wieder ein Ami, da muss irgendwo ein Nest sein. Well, dann, ich will nicht stören. Bye, Ladies. Goodbye, Boys. Was hat er gemeint? Papa, mit Boys hat er doch dich und den Xaver gemacht. Wir sind ja keine Boys, gell? Du hast ja nicht beleidigen. Ja, gell? das mögen wir gar nicht. Ja, aber jetzt sind sie schon mal da, jetzt können sie da bleiben, sitzen sie ja noch nieder. Ja, aber ich will wirklich nicht stören. Nein, Nein, da kommt gleich mein Platz haben, da schon. No, so hoch will ich nicht hinauf. Nein, nicht. Nein. Da sitzen sie nachher da. Thank you, Mr. Thank you. Wie heißen Sie denn, wenn ich fragen darf? Miller. Müller. Charlie Miller. And what's your name? Was meinst What's your name? du? Ich nehme am liebsten ein Helles und ein starkes Trinken. No, ich meine, wie heißen Sie? Achso, ich bin der Hintermoser Franzi. Ah, Das ist meine Tochter. Das ist die Zenzi, das ist der Nachbar und das ist ihm seine ehemalige Verlobte. Hello, how are you? Was meint er? Hauen möchte die. Na, er hat nur gefragt, wie es euch geht. Ach so, wir sind. Gut geht's uns, Ami.
Ganz gut. Ja. Was ist denn los? Du, sag einmal, du Stoffi, möchtest mir nicht einmal einen Stuhl anbieten? Ja, da steht doch einer, nicht so. Also, auch mit uns geht's ganz gut. Jetzt kommt dann der versprochene Abschiedstrunk von der Wirt, dann geht's uns noch besser. Also, ich weiß nicht. Ein Gesicht habe ich schon mal woanders gesehen. Ja. Oh, das kann nicht gut sein möglich, weil das trage ich immer an dieselbe Stelle. Waren die schon mal da bei uns im Ochsen? No, Madame. Sorry, ich bin hier das erste Mal. Ja, aber auch zum letzten Mal. Beim Mann gibt's einen schwarzen Ochsen nicht mehr. Ja. Wieso? Machen Sie Holidays? Ja, auf Eis, wir rutschen alle hinaus. Ja, ich meine, machen Sie, wie sagt man, Ferien? Nein, nix, Ferien, Ami. Jetzt pass auf, das wäre jetzt sehr gern. Jetzt pass auf. Ochs kaputt, verstehst du? Ja. No money. Money! Ja, money. sag ich doch, ja. Finito, verstehst du? Der Notochs wird schwarz geschlachtet. Der schwarze Ochs wird notgeschlachtet, so. Oh, das tut mich aber leid. Ja. It's so a very nice Lokal. Nein, das ist kein nice Lokal, das ist ein altes Lokal. Ganz ein altes Lokal, braucht nur 10 Jahre schon, das ist lang. Ja, und ist nichts mehr zu machen da? Nein, Mister, wir sind pleite. Ja. Pleiterer geht's gar nicht mehr. Ja, ich kenne das. Ja? Als ich was young, also ich meine, als ich jung war. Mit uns kannst du schon Englisch reden, wir verstehen dich. Ja, also als ich jung war, meine Geschäfte gehen auch kaputt. Ja. Aber ich mache weiter. Und heute, ich lebe very, very good. Very good. Das sieht man, was Sie an Ihren Händen haben, das muss ja ein Vermögen kosten haben. Ja. Ist das alles echt? Na, ich denke schon. Musste ich auch hart arbeiten davor. War nix immer leicht, Miss Gabi. Jetzt hat der Miss Gabi gesagt zu dir. Sagen Sie ruhig Gabi zu mir. Glauben Sie mir's, von Miss und Mrs. habe ich momentan die Nasen wirklich voll. Oh, das klingen aber very enttäuscht. Ja. Haben Sie gehabt eine schlechte, wie sagt man, schlechte Verhältnis? Das kann man wohl sagen. Ja. Wissen Sie, Ihr Freund, der hat sie einfach stehen lassen. Der ist einfach entfleucht. Ja. Was hat er getan? Entfleucht ist er. Abgehauen ist er, der Misskerl, verstehst du? Ja, das wäre jetzt dann auch gleich da, wenn der Abschiedstrunk nicht eintrifft. Also, ich hab ihn schon irgendwann einmal gesehen. Haben Sie vielleicht einen Bruder? No, Madame. Ich war sozusagen eine Solistin-Family. Ja, als Solist war ich auch früher im Gesangverein. Ja, das ist nur Micky. Ja, das gibt's ja wirklich nicht. Ja, so viel Frechheit auf einen Haufen. Ihr wagt es, eure Beine über meine Schwelle zu schmeißen, ha? Da schlägt doch dem Faust die Krone ins Geletsche. Denn ich werde mir jetzt einmal zeigen, zu was ein echter Bayer fähig ist. Was? Auf Sie mit Gebrüll. Ja, gehen wir bloß brüllen. Ja, gut. Also, wir wollen natürlich Ihre Familienfeier nicht stören. Haben Sie aber bereits gemacht. Ja. Ja, und was wollen Sie denn überhaupt da, ha? Wir wollen... Wollwürste gibt's bei uns, die Metzgerei hat geschlossen. Sagst du, Angela? Also gut. Wir wollen Sie eigentlich nur daran erinnern, dass heute um Mitternacht Ihre Frist abgelaufen ist. Danach frisst bei uns niemand mehr, weil alles geschlossen ist. Ich meine die Frist von diesem Lokal und dann gehört alles uns. Ja, Schnecken. Da müsst ihr erst einmal ersteigern, gell? Wo liegt denn da das Problem, bitte? Noch dazu, wo wir doch diesen Trumpf in der Hand haben. Oh, please, Madame, kann ich mal sehen, diese Paper? Also, wenn es sein muss, Thank you. jeder will diesen Schuldschein sehen. Oh, ist gar nicht so billig. Haben Sie ihn jetzt genug gesehen? Thank you. Ja. Mein Herr. Das ist kein Herr, das ist ein Mister. Ja. Und was für einer? Bitte, und selbst wenn es ein Mister ist, dann wird er kaum 100.000 Mark in der Tasche haben. Und wenn dann wird er sie euch kaum in den Rachen werfen. Oh, why not? Wir Amerikaner tun oft verrückte Dinge. Wir haben schon gebaut Brücken, wo gar keine Fluss war.
Und das kann ich sogar bestätigen, da waren wir zwei beim Fischen. So, Madame, damit sollte es sein, erledigt der Business. Hier haben Sie eine Scheck über 100.000 Mark. Bitte geben Sie mir den Schuldschein. Nein, mein Lieber, woher soll ich bitte wissen, dass dieser Scheck überhaupt gedeckt ist? Ja, dafür birgt man einen guten Namen. Also der Miller ist das, der Charlie Miller. Ja. Von wegen Charlie Miller? Ja. Die Unterschrift lautet ja auf Charlie Knox. Was? Knox? Aber natürlich. Ich habe Sie ja schon mal auf einem Foto gesehen. Sie sind doch dieser Dings da, dieser amerikanische Hotelkönig. Oh. Ja, von dem habe ich schon mal gehört. Den kenne ich. Na prima. Dann dürfte ja nichts mehr stehen im Wege dem Geschäft. Also bitte, geben Sie mir den Schuldschein. Bitte schön, unter diesen Umständen. Thank you. Also dieses Geschäft ist auch wieder flöten. And now, Madam, verschwinden Sie. Ja, bitte. Also dann wünschen wir weiterhin gut Kuhstall. Hauptsache nochmal. Da Hauptsache nochmal ein Mass. Raus, Junge! Na, sehen Sie, so macht man sowas. Ja, sowas hätte ich auch gemacht, wenn ich Geld gehabt hätte. Ne? Also ich bin sprachlos. Das ist das erste Mal, Zinzi. Aber trotzdem möchte ich mich herzlich bedanken. Das war Rettung in letzter Not. Bitte. Also, Mr. Miller, gell? Aber Papa, jetzt brauchst du nicht mehr Mr. Miller sagen. Warum nicht? Du weißt doch jetzt, dass das der Hotelkönig, der Herr Knox ist. Ja, jetzt ist ja Knox. Knox. Knox, ja. Also hat doch der Freddy hintenrum auch geheißen. Der Freddy Knox. Na, Gott sei Dank. Jetzt kann ich endlich Deutsch reden. Ja! Also passt auf. Dieser falsche 50er, wie ihr ihn nennt, Ja? ist mein Sohn Freddy. Na, Und er hat Sie, Gabi, ganz bestimmt nicht im Stich lassen, sondern er ist zu mir in die Staaten geflogen, um mich zu alarmieren. Ja, aber da hätte man doch was sagen können. Ja, mein Gott, mein Herr Sohn liebt heute Überraschungen, nicht? Und das war doch eine, oder? Das kann man wohl sagen. Ja. Und ich glaube, ich weiß auch jetzt, wer Sie sind. Du hast auch ganz recht, sind Sie. Der Brandstätter Karl, ehemals Wirt vom Kölner Hirsch am Tegernsee. Zinzi! Jetzt bringt der Reichstadel an! Ich hab's geahnt. Ich hab's von Anfang an geahnt. Du, Zinzi, Brandstätter, ist es nicht der dich... Genau bei Nacht und Nebel verlassen hat. Aber Zinzi, das musst du verstehen. Ich mein, Du, ich will überhaupt nichts verstehen. Das ist jetzt doch schon über 30 Jahre her. Ja, als die Zinzi noch in der Blüte ihrer 60er Jahre stand. ich möchte euch trotzdem erklären, wie das war. Ja. Schau, mir ist damals genauso gegangen wie euch. Mir ist das Wasser auch bis zum Hals gestanden. Da unten nur ein Stückchen drüber. Ja, du hast mir aber nie was gesagt. Hat er doch nicht kennen, wenn er das Mai aufgemacht hätte, weil er am Wasser Ja. Schau, und außerdem wollte ich dich nicht belästigen damit, nicht? Ja, und wie es dann gar nicht mehr umgegangen ist, da bin ich halt klar heimlich nach Amerika abgehauen, nicht? Und hab da drüben noch mal ganz von vorn angefangen. Ja, und bis ich dann dran denken hab können, dich nachzuholen, war etliche Zeit vergangen. Und außerdem war mir inzwischen klar, was ich dir angetan hab. Also hab ich es ihm bleiben lassen, aus Angst vor einer Abfuhr. Mich hätte ruhig abführen können. Aber Schwamm drüber, ich hab's überlebt. Ja, also verzeihst mir. Freilich. Einmal. Freilich verzeiht er. Schau, so setzt uns ja jetzt gar nicht helfen können. So ist das. Ja. Worauf wir unbedingt einen trinken müssen. Jetzt halt doch dein Backen. Da geht's doch um tiefere Werte, ne? Du weißt, was so ein Schnapsel jetzt wert wäre? Ja, bin ja schon da. Jetzt ist soweit. Da ist er nachher. Komm, Froni. Ja, schau da. Oh, danke. Danke. Du kriegst dauernd. Du bist noch zu jung zum Saufen. Schau. Miller, steh auf. Nach altem Stammtischbrauch auf zum Gebet. 2 Schwiegermütter gingen gestern baden.
das konnte den beiden niemals schaden. Die eine ist sogleich ersoffen und von der anderen wollen wir's hoffen. Ja. Also pass auf, Karl. Ja. Geholfen habe ich euch aus dem Grund, das möchte ich euch noch sagen, weil mein Sohn, der Freddy, der will halt die Geschäfte nicht haben, die in die Staaten drüben haben. Er hat sich in Bayern verliebt. Vielleicht unbedingt wird im Schwarzen Ochsen werden. Das ist nicht gut möglich, das bin ich. Ja. Das bist du gewesen. Wieso gewesen? Ja, weil das Lokal jetzt mir gehört. Wieso gehört es dir? Weil ich es gekauft hab. Ach, du warst das? Ja. Und ich möchte es dem Freddy und seiner jungen Frau zur Hochzeit schenken. Schuldenfrei. Schau her, wie der mein Geschäft herschenkt. Ne? Der tut mit dem, was er mag. Ja, soll das dann heißen? Genau das soll es heißen, Darling. Ja, da bist du ja. Ich möchte, dass wir so schnell wie möglich heiraten, vorausgesetzt, dass du mich noch willst. Freilich, ich hab mir doch gar nichts anderes gewünscht. Na, sehen Sie, macht das nicht Appetit? Ja. Wollen Sie mir zwei Alte nicht auch noch einmal probieren? Geht denn das? Hä? Ich mein, kannst du überhaupt? Was? Mädchen, sowas fragt man doch gar nicht. Ich hab doch gemeint, kannst du mich überhaupt heiraten? Aber natürlich kann ich das. Schau, ich bin Witwer. Frank und frei. Also, was ist? Willst? Warum denn nicht? Dann wäre ich heute zur Abwechslung einmal eine Millionärin. Oh. Komm, Karl, jetzt haben wir Zinteln. Jetzt da. Oh. Na, Xaver, komm. Wir gehen jetzt auch heim, gell? Ja. Und wenn's dann noch nicht weißt, was deine Pflichten sind, dann lernst du mal wenigstens Schafkopf. Schafkopf, wo soll ich das lernen? Ja. Das braucht er nicht lernen, das bist schon. Okay. Ja. So, jetzt schenke ich mir in Ruhe einen ein. Meine Tochter heiratet. Meine Bedienung wird Millionärin. Ah, nach altem Standesbrauch. Auf zum Gebet. Ein Jüngling durch die Felder lief. In der rechten Hand er trug einen Liebesbrief. Darinnen er die Worte las von der Liebsten, die er einst besaß. Doch plötzlich wurde ihm so weh im Bauch, er verschwand schnell hinter einem Weidenstrauch. Und als man ihn nach Minuten wieder sah, der Liebesbrief war nicht mehr da. Und so denkt er sich beim Weiterwandern, so verwischt eine Erinnerung nach der anderen. Grüß Gott, Herr Hintermoser. Ja, wer kommt denn da? Die Hühnerbrust. Immer noch Gänseklein, gell? Ja, sagen Sie mal, also gut. Ja, wieso haben denn Sie keine Uniform mehr an? Ja. Was? Ich habe der Polizei entsagt. Wahr? Ja, genauer gesagt, ich bin nicht mehr bei der Polizei. Ja, warum denn nicht? Wir haben einen neuen Chef gekriegt. So? Und der trinkt nichts. Ja, aber... Ja, und was möchten Sie dann werden? Ja, jetzt möchte ich halt liebend gern Kellner werden. Kellner? Ja, wissen Sie, bei uns in der Familie waren alle Kellner. Ist wahr? Ja, mein Bruder war Kellner, meine anderen Geschwister waren Kellner, mein Vater war Kellner, meine Mutter war Kellnerin, meine Oma war Kellnerin, der Opa war Kellnerin. Was? Ja, für uns haben sie sogar eine eigene Kirche gebaut. So, was denn für eine? Im Kellner Dom. Gell, Herr Gansrer, gut, erst mal ein bisschen wachgehen.
Sagen's lieber Vinzenz zu mir. Ja. Ich glaub, das können Sie einer leichter merken. Ja, ist ja gut, ich bin der Franzl. Grüß dich, Franz. Ja. So, ihr seid also alle Kellner. Ja, nein, also das heißt, also, mein Bruder, der kellnert nimmer. Nee, was macht der jetzt? Der ist jetzt bei der Heilsarmee. Ja? Ja, der ist jetzt ein Soldat des Himmels geworden. Der hat aber weit in Kasernen. Ja, mein. Und, aber Sie schauen nicht besonders gut aus, ne? Ja, ist ja kein Kunststück nicht. Warum? Vor 14 Tagen ist mein Onkel gestorben. Das ist aber gar nicht schön. Was heißt nicht schön? Der hat mir immerhin 10.000 Mark hinterlassen. Na, das ist aber gut. Was heißt da gut? 8 Tage später ist meine Tante gestorben. Na, das ist aber tragisch. Was heißt da tragisch? Die hat mir ein ganzes Haus hinterlassen. Na, so was willst du denn noch mehr? Ja, aber diese Woche ist es wie abgeschnitten. Ja. Und dann hat jetzt meine Frau noch ein Kind gekriegt, gell? Ja, wer ist denn der Vater? So was Blödes. Warum? Wenn ich sag, meine Frau hat ein Kind gekriegt, dann fragt der, wer der Vater ist. Na, ich hab mir gedacht, du weißt es. Ich hab mit meiner Frau sowieso so viel Ärger. Warum denn? Ja, jeden Tag will sie Geld. Den ganzen Tag will sie Geld. Ja. In der Früh will sie Geld, Mittag will sie Geld, Abend will sie Geld, laufend will die ihr Geld. Aber was tut denn du mit so viel Geld? Weiß ich nicht, ich gebe ihr ja keins. Darum haben wir auch so einen Streit gehabt. Gell? Ja. Und dann habe ich 6 Tage nicht mehr gesehen. Warum hast du 6 Tage nicht mehr gesehen? Weil ich am 7. Tag erst wieder ein Auge aufgebracht habe. Naja, ich war in der letzten Zeit auch ein paar Mal krank, ne? Ja? Ja. Warst beim Doktor? War ich auch. Und was hat er gesagt? 30 Mark. Ich möchte doch wissen, was du gehabt hast. 20 Mark. Mein Gott, was dir gefehlt hat. Ja, 10 Mark, frag mich nicht aus. Aber ich weiß schon, warum dass du Kellner werden willst. Ja? Damit du näher an der Quelle sitzt. Hä? Was? Nein, ganz bestimmt nicht. Ja? Also, auf Ehrenwort, ich trinke jetzt nur noch Wasser. Ja, das tue ich auch. Kirschwasser, Zwetschgenwasser. Ja, hör auf. Aha. Mir läuft das Wasser schon wieder im Mund zusammen. Was ist es? Könntest du einen Wassermann wie mich brauchen? Ja, ist ja gut. Vinzenz, dann fangst du bei mir als Kellner an. Ja, was soll ich denn als erstes machen? Den Biergarten herrichten. Bier, Außerdem, habe ich ja auch schon ein Stammtischgebet gelernt. Na, hör auf! Ja? Raus damit! Ja? Ja. Na halt, der Stammtischsitte. Ja. Auf zum Gebet. Ja. Also. Die Kerze. Aus. Raus! Naja, warum nicht? Diesmal ein Kellner statt einer Kellnerin. Ich brauche nicht mehr arbeiten, das macht alles der. Nach dem alten Sprichwort, wer die Arbeit kennt und sich nicht drückt, der ist verrückt. Geht nacheinander. Auf ein neues. Leben schön, wir machen ihn so gern.
alles jemals noch in Ordnung. Das Glück kann sich gar nicht sein. Und es hat immer Sorgen, das uns sind die ganz nicht vorbei. Das Wort spielt die wichtigste Rolle, eine Leben und ist es auch noch so verborgen, das hört die Welt nicht will. Lachen macht das Leben schön, wir lachen wir so gern. Lachet auf und du wir sind, dann sind die Sorgen fern. Lachen macht das Leben schön, jetzt ist alles so weit. Herzlich willkommen zu Theater.